zusammen und willkommen zu meinem zweiten Video von meiner neuen Serie Squad Test. Jawohl, es ist wieder eine Squad Test Reihe und das Team habe ich hier um einen ganz speziellen Spieler umgebaut. Und zwar habe ich euch via Instagram und Twitter gefragt, um welchen Spieler ich soll ein Team bauen. Ihr habt zwei Spieler zur Auswahl gehabt. Das ist einmal der Striker Inform, Ibarbo und der Futi Çalhanoğlu. Und ihr seht es auch schon im Hintergrund, wir haben hier Futi-Karten. Also wer hat gewonnen? Jawohl, es ist natürlich der Çalhanoğlu. So einfach zum herausfinden ist es, glaube ich, schon für euch. Auch der Satz ist wieder super von mir gewesen. Wir sind jetzt auch super im Kommentieren, darum fahre ich auch gerade weiter. Team gehen wir mal in die Verteidigung bzw. zum Goalie. Hier haben wir Hugo Lloris und auf der linken Seite als seinen Verteidiger haben wir Second Inform Koscielny, Linksverteidiger eine Silberkarte, der Van Aanholt, aber er hat geile Wert. Depot 88, Defensiv 71, Physis 73 und als Außen recht solide Wert. Als linker ZM haben wir den Schneiderlin und als linker Flügel der Memphis Depay. Gehen wir auf die rechte Seite, da haben wir in der Innenverteidigung Team of the Season, Aziz, International Hero, Altintop und als rechter ZM der Topal. Und auf der rechten Flügelseite der Bellarabi und zum Schluss im Sturm der Chicharito. Ich weiss, es hätte noch auch für die vorderen Karten und für den Goalie hätte es natürlich Futis gegeben oder Informs. Jedoch habe ich von diesen einfach viel zu teuer und wir wollen ja eigentlich dass das Spiel meine ich natürlich, oder die Spiele, die ich mache, um den Çalhanoğlu sind und dann, wenn ich vorne top spielen und würde die da haben, dann ja, würden die in das Spiel machen und weniger das Augenmerk auf ihn gelegt sein. Und das sollte doch eigentlich mit dem Team so sein. Alle kommen bis auf den Bellarabi auf eine volle Chemie. Er hat eine echte Chemie, aber ich denke mir, das sollte nicht viel stören. Eine echte Chemie sollte eigentlich lange mit einem Spieler mit den Qualitäten, die der Bellarabi an sich hat. Ja, das ist eigentlich vom Team her. Ich hoffe, es gefällt euch das Team. Wenn ja, zeigen wir doch das mit einem Daumen oben zu dem Video. Und ich werde jetzt schon erwähnen, am Schluss des Videos stelle ich euch wieder zwei Spieler zur Auswahl, wo ihr dann könnt abstimmen mit einem Kommentar oder dann auch via Instagram und Twitter, zu welchem Spieler ich dann soll wieder die nächste Squad-Test-Episode machen. So, jetzt aber genug gelabert von mir, starten wir mit der Action auf dem Feld. Also ab geht's! Und da haben wir unseren ersten Gegner mit einem krasser fucking Team. Scheiße, ja, das wird ein heftiger Test für das Squad-Test-Team von mir. Und für mich persönlich auch noch. Trotz dem Team haben wir doch den ersten Angriff, der leider nicht gefährlich wird. Passt doch der gerade direkt. Und erster Schuss vom Gegner, Lloris kann das noch verhindern, dass es schon ein Goal gibt. Jetzt der Gegner da will er reingehen und er schafft es auch, weil ich hasse das, wenn das einer macht. Jetzt kann er einfach laufen. Er kann einfach laufen, schiessen und der Lloris wieder auf Position. Ich hasse das, wenn das einer macht. Ich kann das so nicht recht verteidigen. Jetzt können wir einen Konter fahren. Oh, der Pass ist schön gewesen. Der Pass ist schön gewesen. Und wir sweaten dann übrig. Und da haben wir das 1:0. Ich weiss, es war ein Sweaty-Goal, aber die haben auf Nummer sicher eigentlich gehen. Und es ist noch knapp geworden mit Nummer sicher, aber es ist 1:0 durch den Bellarabi. Oh, was macht der Spieler da für Leute? Die Spieler verlieren von mir einfach immer wieder die Bälle. Hey, das ist nicht zum Glauben. Ich habe vorher so ein paar Einwärmspiele gemacht, um mal ein bisschen zu schauen, wie das Team sich spielt. Und ich bin in diesen Einwärmspielen nicht wirklich begeistert gewesen, aber trotzdem will ich es jetzt euch hier zeigen. Und jetzt, genau das ist es. Ich könnte doch schiessen, aber er hat den Ball einfach zu weit vorgehört und das auf dieser kleinen Distanz. Der Gegner kann sich jetzt natürlich da schön einen Angriff starten. Und er ist vorne recht stark und mir zum Glück nicht so schlecht im Verteidigen. Durchpassen, jawohl. Und jetzt Chicharito mit dem 2:0. Oh. Sehr wichtiges Goal gegen einen Gegner, der gegen Feuer so stark spielt wie der. Sind so Goal einfach mehr als doppelt so wichtig. Durchstecken, jawohl, Depay mit dem 3:0. Was für eine Bombe vom Depay, eine Hammerkiste. Meine Fresse, das ist ein Hammerschuss vom Depay. Voll geile Kiste. Hey. Nein, mit dem Fuß daneben und ich mache wieder den Fehler und er dribbelt sich da durch, aber verteidigt doch irgendwie noch im Weg. Aber da seht ihr, wie stark der Gegner
im Angreifen ist. Er ist wirklich verdammt stark. Ja, aber hey, kriegen doch den Ball. Schauen das an. Und jetzt macht er das Goal. Ja klar, Mann, sorry, Team of the Season, 95er. Ja, wie heisst er? Ja, der andere da. Da, Griezmann. Ist natürlich ein anderes Kaliber. Wenn wir noch einen Angriff starten, da, kurz vor der Halbzeit. Ja, nein, können wir nicht. Es ist Pause. Schöne Passstaffette. Aber da kommt dann gleich noch seine entscheidende Grätsche. Und dann habt ihr jetzt gesehen, wie mein Spieler einfach den Ball vorbeilässt. Und jetzt ist der Aubameyang natürlich durch. Der ist natürlich durch. Macht so seine Tricks, seine Späßchen. Und wir können es aber gleich noch klären. Er fault. Und kriegt er auch eine Karte? Jawohl! Aubameyang kriegt rot. So geil. Das finde ich echt geil, dass er jetzt rot kassiert. Wir können safe und jetzt können wir auch den Konter fahren. Chicharito geht dann nach links über. Da haben wir den Depay und der macht den Lupfer und sein Goalie kommt doch noch her. Oh, schön abgefangen, aber Schneiden verliert den Ball gerade wieder. Wir kriegen ihn wieder zurück. Çalhanoğlu mit dem Distanzschuss. Nein, da wird wieder gerätscht. Der Hund, der grätscht und macht und tut, das ist nicht normal. Und er fährt da jetzt in einen gefährlichen Konter, einen verdammt gefährlichen Konter. Und wir können aber aufhalten. Aber meine Spieler, ich weiß auch nicht, das ist dann manchmal echt schlecht. Echt schlecht. Hey. Oh shit, den habe ich jetzt verhangen. Der Pass oder der Auskick habe ich richtig, Auswurf, was auch immer war, habe ich richtig schlecht gemacht. Und er kriegt den Ball, passt nach steil rein und macht natürlich ohne Probleme so das 2:3. Ist klar gewesen, weil ich einfach einen Fehler gemacht habe im Auswerfen. Selber die Schuld, echt selber die Schuld für das Goal. Es ist nicht zum Glauben, er hat einen Spieler weniger, einen Stürmer, aber die Spieler von mir, schaut das an, hey. Der kann einen Pass machen und meine lassen den Ball einfach einmal eine Runde durch. Einfach einmal eine Runde durch, der Ball. Und selber Zweikampf, hey, nicht wirklich das Wahre. Und Pass. Was für schlechte Pass. Da, jetzt habe ich ein paar Wechsel gemacht und ich hoffe, die Wechsel bringen es da. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen von den neuen, Ben Arfa. Und der Ben Arfa macht einen Scheiß. Boah, passt er schön hinter. Çalhanoğlu, komm! Nein, er grätscht mir richtig rein, der Hund da. Und jetzt kann er den Konter fahren. Weil meine Spieler einfach zu langsam sind da. Und er kann perfekt kontern über die Zeit. Der Konter da durch. Und ich tätsch ihn mal weg. Jawohl! Sehr gut. Aggressiv verteidigt. Und jetzt einfach einen Pass durch die Mitte, wo nicht ankommt. Der Gegner kann es aber auch nicht bringen. Und jetzt haben wir den Ball. Oh, zack. Und Pass. Wieso so ungenau? Wieso rechts durch? 3:2 Sieg gegen einen extrem starken Team. Ein starker Gegner, besonders im Sturm oder gegen Führung, ist er stark gewesen. Zum Glück habe ich für die Führung 3:0 in Führung gehen. Aber ich sehe auch am Verschnitt ist recht ausgeglichen. Aber mein Passspiel ist brutal scheiße. Ich behaupte aktuell, es liegt auch an diesen Spielern. Nicht nur an meiner Spielweise. Unser zweiter Gegner, das Mal haben wir ein schwächeres Team mit schwacher Chemie und somit müssen wir den eigentlich schlagen. Eigentlich. Jetzt machen wir einen hohen Ball, Führe auf der Bellarabi. So, komm, Bellarabi, Pass rein und Chicharito quacht das Goal, aber da, Nachkopfball, was macht, wieso kriegt er den Kopfball? Oh, und jetzt legt es gerade. Und der Gegner, jetzt spielt er nicht. Okay, ist mir scheißegal, wenn du jetzt nicht spielst. Ich habe nämlich den Çalhanoğlu am Ball und der wird gefoult und somit gibt es Freistoß. Çalhanoğlu beim Freistoß und haut er den rein. Nein, an die Latte! Was ist das? Schade! Und jetzt habe ich gefoult. Das war der Scipio, nicht ich. Danke, Scipio, dass du mir eine Chance verbaust, indem du einfach mal so faul tust. Super! Ja, was geht jetzt der scheiß Verteidiger, wer auch immer das war? Der Assis, meine Güte. Assis, meiner Meinung nach. Händler jetzt wieder der Assis. Also der ist. Oh mein Gott. Kaufen euch den nicht. Alt in Top. Schießt einfach einmal genau auf den Gegner und jetzt spielt der Gegner wieder nicht. Aber lange noch. Da können wir mal etwas machen. Nein. Alt in Top. So, jetzt. Schuss.
Und sein Goalie hebt aber jetzt einen Nachschuss und irgendwer hauen wir noch 1-0 rein. Gegen wo jetzt gerade aufgehört hat, wieder Spieler vor, hat er gespielt, dann wieder nicht und jetzt wieder nicht. Egal, jetzt haben wir endlich mal das 1-0 gemacht. Ja, wir dominieren noch einen Gegner, der zwischendurch einmal spielt und dann wieder nicht spielt. Keine Ahnung, was das für ein dummer Sieg ist. Auf jeden Fall, wenn du FIFA spielen willst, spiel es einfach. Du kannst es ja sicher. Ich habe ja gemerkt, wenn du spielst, du kannst es ja. Also spiel doch einmal, ey. Echt, hey, so Leute verstehe ich nicht. Das sind für mich Leute, die sind nicht ganz putzt in der Beere. Nochmal ein schöner Angriff. Çalhanoğlu, sein Goalie fischt aber gleich noch raus. Fuck. Ich glaube, der Gegner hat da irgendwas auf Abwehrriegel gestellt. Auf jeden Fall treffen wir die Latte da. Nein, hey, der hat einfach alles hin und jetzt probiert er wahrscheinlich sich zu führen. Dribbeln oder was auch immer. Aber wir kriegen den Ball und können wir auch durchstecken, jawohl. Und jetzt über. Nein, schlecht von mir gemacht, schlecht von mir gemacht. Schauen wir mal den Gegner an. Schauen wir das an, was der alles da hinten hat. Das ist nicht zum Glauben. Aber wir geben einen Querpass und der Schuss kommt nicht. Aber jetzt ein Nachschuss. Chicharito und sein Goalie hat man gleich. Hey, der hat so ein Glück, der hat so ein Futzer-Glück, der Typ. Hey. Das kaufen wir nicht. Und was ist das jetzt für eine schlechte Flanke von mir gewesen? 38 Meter. Mir scheißegal, wir nehmen natürlich wieder den Çalhanoğlu mit seinem hammerbrutalen Wert. Und jetzt tätschen wir den wieder aufs Goal. Und der Goalie hat zwar mehr, aber nicht richtig. Ah, Depay. Er behauptet sich irgendwas, wie er schießt und macht es 2-0. In der 88. Minute gegen so einen Gegner. 2-0. Bisher ist das Spiel... Ich erzähle das am Schluss. Ich erzähle das echt am Schluss. Jawohl, wir haben den Gegner dominiert, aber der hat auch komisch gespielt. Nicht gespielt, keine Ahnung. Ja, wenn du das siehst und mich verstehst und was auch immer. Ich weiss, du kannst richtig FIFA spielen, das habe ich gemerkt, wenn du den Ball auch hast. Aber spiel den auch und mach nicht so Scheiße, das ist einfach nur dumm. Das zeigt für mich, oder für mich persönlich, im aktuellen Moment, vielleicht ist es auch voll cool an sich, aber im Moment muss ich auch sagen, du bist weich in der Beere, wenn du so etwas machst. Echt. Ich würde es nicht mal witzig finden. Wenn ich jetzt bei dir wäre, wenn ich bei dir hocke, ich würde das nicht mal witzig finden. Ich würde sagen, bist du dumm. Wenn ich ein Kollege von dir wäre, wäre ich echt ehrlich und sagen, du bist dumm. Aber ja noch, egal. Kommen wir jetzt mal zu der Spielbewertung, weil ich mag mit dem Team nicht mehr als die 2 Spiele jetzt machen. Also, kommen wir jetzt zu der Spielbewertung. Ich mache das ganz schnell. Çalhanoğlu kann ich empfehlen, verliert aber sehr schnell Ball. Schneiderlin finde ich persönlich gut. Depay kennt man eigentlich auch, finde ich auch nicht schlecht. Van Aanholt für den Silbervertrag wirklich gut. Haben mich jetzt aber selber in diesen Spielen nicht so überzeugt. Überzeugt hat mich doch der Koscielny, den finde ich stark, kann ich auch empfehlen. Genauso wie der Hugo Lloris, den finde ich top, kann ich absolut nur empfehlen. Ich denke, seine Team of the Season oder seine Putti oder Heroes, was er auch hat, da kann ich sicher auch empfehlen. Weil einfach nur eine Normalkarte geil ist. Da vorne kommen wir wieder in die Stunde. Chicharito, solid, ja, gibt aber bessere. El Arabi als Ersatzspieler, okay, sonst für mich persönlich nein. Kommen wir zu diesen 3 Spielern, fangen wir noch mit dem Topball. Defensiv nicht schlecht, doch noch gut, aber der ist langsamer als in Tempo 75, habe ich auf jeden Fall das Gefühl gehabt. Dann der Altintop, der ist ein solider, guter Rechtsverteidiger für die türkische Liga, ganz klar einer, den ich empfehlen kann, aber ansonsten würde ich jetzt auch weniger sagen. Absolute Kauf. Nicht-Empfehlung, also ja, nicht geben die Münzen aus, der Asis ist scheiße. Der läuft in die eigene Leute rein, der verliert Ball sehr schnell, der Zweikampf schwach, Kopf, also einfach nur eine schlechte Karte. Meiner Meinung nach die schlechteste Karte, die in einem Team ist und mit Sicherheit auch wahrscheinlich so einer der schlechtesten Team of the Season, Verteidiger oder Innenverteidiger, die es überhaupt gibt. Meine Meinung. Ich empfehle euch, das nicht nachzubauen. Wenn ihr es doch wollt, dürft ihr es natürlich gerne machen. Und wir können auch ohne in den Kommentaren schreiben, wie ihr mit dem Team allenfalls spielen könnt, wenn ihr das gemacht habt. Sollten. Das war es mit dem Team. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Jetzt zeigen wir das mit einem Daumen nach oben. Bevor ich aber das Video beende, kommen wir natürlich noch zu den 2 Spielern, wo ihr abstimmen könnt. Ab sofort mit einem Kommentar zu dem Video.
auf Twitter oder auf Instagram natürlich, wenn ihr mir dort folgt. Also du kannst sogar 3 Stimmen abgeben, wenn du das willst. Oh, aber welche Spieler stehen zur Auswahl? Zum einen steht euch der Inform Ibarbo Stürmer wieder zur Auswahl wie bei der letzten. Also für die Folge da, wo er nicht gewonnen hat. Aber für die nächste Folge steht er zur Auswahl. Und dann ist noch ein weiteres Spiel, und zwar ist das eine zukünftige Legende. Es ist der KK. Nicht die Normalkarte, nicht eine Informkarte, nein, es ist die 92er International Hero Karte vom KK, wo ich mir werde gönnen, damit ihr dann das Team wirklich kriegen, wo ihr möchtet oder wo ihr kommt das Spiel rumpackt. Also eben, entweder Ibarbo unten her schreiben oder KK in den Kommentaren oder bei der Abstimmung auf Twitter mitmachen oder natürlich Instagram. Alle Links sind auch unten in der Videobeschreibung. Ist ja selbstverständlich, damit ihr da nicht groß suchen müsst. Jetzt bin ich wirklich mehr angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich zeige mir das nicht mehr Daumen nach oben, sondern wenn ihr auch eine nächste Folge seht, zeigen mir das mit einer Daumen nach oben, damit es eine weitere Folge geben wird. Muss nicht eine Abstimmung, ist natürlich auch ein Zeichen dafür. Jetzt habe ich schon 100'000 Mal das gesagt, mir wiederholt und gemacht und da. Und darum verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao! Denn heute habe ich einen ganz speziellen Gegner. Und zwar habe ich den Rob von den Super Swiss Bros bei mir. Ciao, Rob! Hallo zusammen und hoi, bye. Und mit dem Rob haben wir, wie gesagt, einen starken